Herzlich willkommen zum SRF-Krimi-Podcast aus einem Paralleluniversum. Vor mir steht der Mann, der heute gar nicht als Mann zu erkennen ist. Denn statt 2 Augen hat er 4,5. Statt seines typischen und wahnsinnig sexyen SRF-T-Shirts trägt er eine ledergegurtete Ritterrüstung. Diverse Waffen sind daran befestigt. Und ich glaube, unter seiner Achsel klemmt ein kleiner Wasserdrachen. Aber den Namen hat er behalten. Herzlich willkommen, Wolfram. Danke. Er spricht auch noch, auch im Paralleluniversum, klingt wie ein Wolfram. Schön, dass die ganze Arbeit, die ich in mein Kostüm hier reingesteckt habe, gerade von der Fantasy ja, genau. ins Studio, dass die mal so richtig gewürdigt wird, das freut mich sehr. Ich dachte, ich muss mir jetzt mega Mühe geben, dass man kein Scheppern und Klappern hört von dem ganzen Metall und den Morgensternen und Breitschwertern, aber es ist schön, dass ich jetzt einfach lebendig sein darf. Beweg dich frei, genau, es gibt heute keine Grenzen. Genau, keine Grenzen finde ich ein wunderbares Stichwort. Wir machen heute einen kleinen Ausflug im Krimi-Podcast und zwar in die Welt des Donjons. Wolfram, was ist ein Donjon? Also eigentlich ist ein Donjon Teil einer französischen Burg, ich glaube ein Turm. Bezieht sich aber heute eben auf eine Comicserie, die wir als Hörspiel gemacht haben bei SRF. Und da ist Donjon eher gemeint wie ein Dungeon auf Englisch. Also ein Kerker mit sehr vielen Verliesen, verschiedenen Ebenen. Genau das, wo man sich in einem Rollenspiel oder in einem Videospiel halt einfach Ebene für Ebene weiter runterkämpft. Als Bande von Abenteurer gegen immer neue Monster kämpft, gegen Skelette und Orks und Oger. Und dabei versucht halt so Schätze mitzunehmen und Geld und Erfahrung zu gewinnen und aufzuleveln. Da hört man schon ganz viel dramatisches Potenzial ist drin, aber auch sehr viel Komisches. Das ist so, eben. Also Donjon ist eine Comicserie von Joanne Zwar und Lévis Trondheim. Da gibt es unterdessen schon gut 70 Bände in Frankreich. Oh, wow. Ein riesen Renner seit 20 Jahren und arbeitet ganz fest mit Fantasy-Klischees und eben auch genauso Rollenspiel-Videospiel-Klischees. Und wer sagt, er arbeitet mit Klischees, heißt natürlich vor allem viel Parodie, viel Humor, viel Spaß. Ja, das stimmt absolut und das hört ihr jetzt nicht nur auf einer Stimmebene, also wie es besetzt ist, sondern es hat auch einen ganz großen Wortwitz. Ich bin ein ganz großer Fan, aber Wolfram, ihr habt jetzt nicht 70 Bände gemacht. Nee, also bei Donjon gab es ursprünglich mal 2 Staffeln, die wir als Hörspiel gemacht haben, 2017 und 2018. Dann haben wir eine ziemliche Pause eingelegt, was auch damit zusammenhängt, dass die Comic-Autoren eine Pause eingelegt hatten. Okay. Die hatten gesagt, hey, es ist fertig. Es gab den letzten Comic, der hieß Das Ende des Donjons. Und dann haben sie vor 5, 6 Jahren wieder angefangen. Und eigentlich auch genau da weitergemacht, wo wir aufgehört hatten mit unserer damaligen Serie. Und dann fanden wir, okay, das ist jetzt auch der Moment, eine 3. Staffel zu produzieren. Die gibt's jetzt gerade im Hörspiel-Podcast. Und was halt vielleicht noch so schön ist bei diesen 70 Bänden, weil es eben so viel ist, ist schon immer Fantasy, aber in dem gibt's ganz verschiedene Schattierungen. Es gibt mal romantische, es gibt Abenteuer, es gibt extrem lustige, es gibt Parodien, es gibt auch manche, die wirklich sehr actionreich sind. Und die heutige ist eben tatsächlich ein kleiner Krimi. Ja, ist es wohl. Und eben, es ist ein Universum, in das man eintauchen kann. Aber es gibt ja trotzdem so ein paar Anker, gell? So wiederkehrende Figuren. Und gerade heute in der Folge haben wir Herbert die Ente und Marvin einen Drachisten, was ein Drache ist. Aber eben, ihr merkt schon, dieses Comic kommt nicht aus, ohne daraus gleich noch eine Bezeichnung zu machen. Kannst du die beiden ganz kurz ein bisschen schildern? Herbert ist der Held des Comics, des Donjons, kann am Anfang überhaupt nicht kämpfen, gar nichts, bekommt dann zufällig das sogenannte Schicksalsschwert und den Schicksalsgürtel. Kann man auch alles nachhören in der Hörspielserie. Und mit dem kann man nicht besonders gut kämpfen, aber wenn jemand den Gürtel, die Schnalle anfasst, dann verwandelt sich Herbert in einen ehemaligen Träger dieses Schwertes. Und das waren meistens extrem gute, starke Kämpfer. Und das führt halt oft dazu, dass Herbert in eine Situation kommt, nicht wahnsinnig gut ist im Kampf. Jemand fasst aus den Gürtel an, er verwandelt sich in einen Barbaren-Mönchselefant oder das absolute Böse oder Hildegard von Tübingen, das ist auch eine ganz fiese Kämpferin und macht dann die Monster fertig. Dann verwandelt er sich meistens schnell zurück und alle denken, Herbert hätte es geschafft. Und sein bester Freund und Mentor, das ist eben Marvin, der Drachist, das ist einfach so ein sehr robuster, roter Drache, genau. Humanoid, so ein bisschen Bud Spencer-Typ. Auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, muss man sagen, aber das Herz am richtigen Fleck. Und der kommt wirklich aus einem richtigen Drachendorf, wo man noch wissen muss, dass bei denen Kultur und Religion ganz wichtig ist. Da gibt es wahnsinnig viele Regeln. Zum Beispiel, wenn man ein Kind hat, darf der Vater das Kind nicht anschauen, sonst gibt das Unglück. Oder auch so was Typisches, wenn man den Drachen beleidigt, darf der Drache einen nicht mehr hauen. Ne? Darf nicht zurückschlagen. Und Herbert weiß das natürlich und nutzt es immer wieder
ganz gut aus. Da gibt es so ganz viele Regeln, die sehr wichtig sind für Drachen. Und eine große Waffe, weil die auch heute vorkommt, sein Tondeum. Kannst du nur kurz sagen, was das ist? Das ist jetzt wirklich so die Spezialfähigkeit aus dem Videospiel quasi. Er kann so kleine besondere Pilze einwerfen und danach dann richtig Feuer spucken, richtige Feuerbronzen machen. Aber das klappt nicht so oft, oder? Das klappt nicht so oft und er hat auch nicht immer die Pilze zur Hand. Okay. Also ihr seht, wir sind ein bisschen länger in der Einleitung als sonst, aber das ist unbedingt notwendig, damit ihr quasi jetzt nicht ins ganz kalte Wasser springt, sondern ins vorgewärmte, in diese spezielle Donjon-Folge. Genau, sie heißt zu ihrem Gedenken, geht eigentlich damit los, dass Herbert ins Dorf der Drachen reisen soll, um Marvins Mutter zu verkünden. Das ist wichtig, auch im Ritual, Regel, dass Marvin heiraten möchte. Okay, genau, das wird er. Und von da geht's dann los mit der Krimi-Handlung. Viel Vergnügen bei der 13. Folge von Donjon zu ihrem Gedenken. Viel Spaß. Der Donjon, das ist eine mächtige... Egal, das wisst ihr alle schon. Heute möchte ich euch gar nicht von der Festung mit 4 schwarzen Türmen erzählen, sondern von Marvin, meinem besten Freund. Denn in dessen Leben war ziemlich Bewegung geraten. Also los. Der Marvin, das ist ein mächtiger Drache mit 2 starken Händen und unzähligen Warzen und Schuppen. Der Marvin, das sind 10.000 Goblins, Gnolle und Gnome, die er umgelegt hat. Aber seit Neuestem sind das eben auch 10.000 Schmetterlinge, die er in seinem Bauch hat. Richtig, Marvin ist bis über beide Ohren verliebt. Und zwar in Prisunde, eine Drachenzauberin aus Schweinsfuhl. Er hat ihr einen Verlobungsantrag gemacht nach alter Drachenart, indem er ihr eine Feuersbrunst zu Füßen spie. Und nun gilt es, nach alter Drachenart, die Verlobung zu verkündigen, nämlich seiner Mutter. Und wer könnte das besser machen als sein bester Freund, Herbert von Vaucasson, also ich. Im Drachendorf angekommen, hatte ich schnell das Haus von Marvins Mutter gefunden. Es stand etwas außerhalb, unter einer großen Kastanie. Keiner da. Doch niemand öffnete. Na ja, klar. Fertig. Fertig. Ich bin bis zum Barotengipfel gelaufen und habe einen Stein von dort mitgebracht. Das dicke Ding da? So ein Oschi, ganz schön schwer. Ein sprechender Gürtel? Ja, das war der Schicksalsgürtel. Eines der 5 mächtigsten magischen Artefakte von ganz Terra Amata. Habe ich auf meinen Abenteuern gelootet. Sind Sie die 112. Prüfung? Ich bin Herbert von Vaucasson. Und ich bin Gilberto, Drachistenlehrling. Kommt Drachist nicht von Drache? Du bist ein Vogel. Madame Alberta bildet mich aus. Madame Alberta, das ist doch die Mutter von Marvin. Darf ich den Stein jetzt loslassen? Ich will da nicht nochmal hin. Es sind 158 Kilometer hin und zurück. Ist Madame Alberta die Mutter von Marvin? Ja, sie kommt aber erst morgen wieder. Morgen? Na toll. Was ist jetzt mit dem Stein? Lass ihn los. Sicher? Ja, man sollte niemanden quälen. Das ist eine Falle. Was? Das ist die 112. Prüfung. Mein Gott, mach doch, was du willst. Ich wusste es. Hey, was soll das jetzt? Ich leg mich schlafen. Ich war den ganzen Tag auf den Beinen. Okay. Bist du wahnsinnig, Herbert? Du könntest von den Dorfbewohnern angegriffen werden. Du kannst hier nicht schlafen. Fängst du jetzt plötzlich an, dich um mein Leben zu sorgen, Gürtel? Stimmt. Eigentlich kann es mir egal sein. Schlaf, Entlein, schlaf. Der Papa vermisst Vaucasson. Die Mama vermisst ihren Sohn. Schlaf, Entlein, schlaf. Das ist die 112. Prüfung. Ich wusste es. Steh auf.
Hörst du schlecht? Au! Aufstehen! Vor mir stand ein Drache und schaute sehr böse. Hinter ihm standen noch viel mehr Drachen. Alle mit demselben Gesichtsausdruck. Du kannst zwischen 2 Todesarten wählen. Ich mag deinen Humor. Kieselsteinigung oder Gebärmuttersenkung. Ist das eine hypothetische Frage? Du hast Alberta getötet. Wähle deinen Tod. Alberta ist tot? Entschuldigung, sind Sie die 112. Prüfung? Ihr 2 seid die einzigen Fremden weit und breit, also habt ihr sie getötet. Nein! Ich war es nicht! Ich bin gekommen, um Alberta die Verlobung ihres Sohnes Marvin zu... Schnell Marvins Verlobung verkünden, Marvins überglückliche Mutter umarmen, von ihr mit Kaffee und Kuchen vollgestopft werden und wieder ab nach Hause zu meiner schwangeren Verlobten Isis. So hatte ich mir das vorgestellt. So aber nicht. Der Schamane soll entscheiden. Sehr gut. Der Schamane wird meine Unschuld erkennen. Nein? Der Schamane bin ich. Das Urteil steht fest. Den Tod für beide durch Steinigung mit Kieselsteinen bindet sie an den Todespfahl. Schade. Gebärmuttersenkung klang lustiger. Und schon flogen die ersten Kieselsteine. Einer nach dem anderen. Geht's noch? So, Leute, Schluss jetzt damit, oder ich... Muss böse werden! Und was tust du dann, du Kreischling? Voll ins Gesicht! Lass gut sein, Ente. Man muss sein Schicksal annehmen. Ich bin bereit fürs Geisterloch. All dies ist lediglich ein Zwischenspiel. Und was kommt nach dem Zwischenspiel? Eine andere Existenz. Eine andere Existenz? Mensch, hast du dafür einen Beweis? Der Glauben ist der Beweis, Herbert. Kombla. Nix, komm, la. Gilberto, berühr mein Schwert. Kombla, Kombla. Das ist eine Plage, diese Religionen. Kombla, Kombla, Kombla. Autsch! Das reicht. Ihr habt es nicht anders gewollt. Gilberto. Ohne einen vom Wahrheitskraut bestätigten Grund ist es verboten, jemanden zu kieselsteinigen. So steht es in den Schriften. Blasphemie! Ja, Seite 423 fortfolgend. Und was in den Schriften steht, das ist heilig und Du Gesetz. verstehst den Geist der Regeln gar nicht, den Sinn, der sich hinter den Worten Der verbirgt. Vogel hat recht. Was in den Schriften steht, ist heilig und Gesetz. Schamane, hol das Wahrheitskraut. Was? Ja, aber sie waren es auf jeden Fall. Na los, Schamane. Ihr, die Tüte mit dem Wahrheitskraut. Nehmt 3 tiefe Züge. Zerpläst mir das jetzt das Gehirn? Nein, nein. Das Kraut ist ganz harmlos. Ruhe. Ui, ui. Die Befragung kann beginnen. Komm. Jetzt ist Ruhe. Habt ihr Alberta getötet? Ich war auf dem Barbarotengipfel. Ich habe einen großen Stein von dort mitgebracht. Und du, Ente? Nein, Der Stein? Wo ist mein Stein? ich bin hier für das Ankündigungsritual der Verlobung ihres Sohnes Marvin. Wo ist Marvin? Er kommt in 24 Stunden. Mist, das ist bald. Wenn ihr es nicht wart, dann muss also einer von uns der Mörder sein. Drachisten, ihr raucht alle das Kraut und dann finde ich den Schuldigen. Ihr 2 bleibt so lange hier. Herbert, Ja? ich spüre überhaupt keine Schmerzen mehr. Schön für dich. Das ist das erste Mal, dass ich in meinen Prüfungen zur Ruhe komme. Was sind das für Prüfungen? Ich musste einen schweren Stein zum Barbarotengipfel schleppen. Und zurück. Das sind 158 Kilometer. Ja. Warst du auch schon mal dort? Nein, aber irgend so ein Typ erzählt ständig davon. Echt? Wie heißt der? Gilberto. Cool. Stell mir die mal vor, wir könnten eine Lerngruppe Was bilden. bringen diese Prüfungen? Die Prüfungen begleiten den Drachistenlehrling auf seinem spirituellen Weg. Ein Stein herumzuschleppen ist also spirituell. Genau.
Und die anderen Prüfungen? In Prüfung 33 musste ich Kontakt mit einer verstorbenen Tante aufnehmen. Aha. Aber alle meine Tanten waren noch am Leben. Ich musste also erst eine töten, um sie dann im Totenreich besuchen zu können. In Nekropolis. Kurze Werbeunterbrechung. Die übernächste Donjon-Folge spielt in Nekropolis. Mit Lebenden, Toten und allen Identitäten dazwischen. Das wird echt lustig. Diese Prüfungen, das macht doch alles keinen Sinn. Das dachte ich auch. Aber jetzt erkenne ich, wie alles mit allem zusammenhängt. Die Regeln, die Prüfungen, der Stein, die Steinigung, die Lebenden, die Toten. Wir sind Teil eines großen Ganzen. Komm, wir machen ein U-Boot mit dem Kraut. Ein was? Gilberto nahm einen riesigen Zug und blies mir den Rauch ins Gesicht. Sieh doch, die Sterne. Sie sprechen mit mir. Wenn ich doch nur ein Tamtam hätte, ich würde ihnen Lieder schreiben zum Dank. Ich merk gar nichts. Dann trommle ich eben auf meinem Kopf. Herbert, Bertha? was rauchst du denn da? Was macht ihr denn hier? Ich bin dein Vater. Was? Nein, nie. Niemals, nie im Leben. Das ist nicht mein Vater. Solange du deine Flüsse unter meinen Teich steckst. Du hast immer strenge Eltern. Herbert! Nein! Herbert, Isis? Herbert, Isis? Herbert. Isis? Alles in Ordnung, mein Schatz. Was machst du hier? Alles in Ordnung. Du sollst doch bei meinen Eltern bleiben. Du musst dich schonen. Du trägst unser Kind in dir. Unser Kind, das ist schon da. Was? Unser Kind, das ist schon da. Nein. Doch. Oh. Hier, schau, es ist. Ein kleiner roter Drache? Ich will ihn Marvin nennen. Was meinst du? Was? Wie? Aber warum hat er einen Dolch? Nein, nein, nein! Mami. Wo ist Mami? Ich weiß es nicht. Hast du meine Mami tot gemacht? Irgendwann sind wir zum Schamanen. Ich, weil ich jetzt, wo ich halbwegs klar im Kopf war, wissen wollte, ob der Mörder gefunden worden war. Gilberto, weil er jetzt, wo er halbwegs klar im Kopf war, gar nicht mehr klar im Kopf sein wollte. Judihu! Komm, Herbert, lass uns da hinten in dem hohlen Baumstumpf abschlumpfen mit dem Zeug. Ja, geh schon mal vor. Dann musst du aber neues Kraut mitbringen. Und? Was kam heraus bei der Befragung? Niemand hat gestanden. Haben alle davon geraucht? Ich habe jedem einen Zug gegeben. Und jetzt? Jetzt haben alle gute Laune. Gilberto! Ente, du musst das Verlobungsritual ausführen. Marvin hat dich beauftragt. Wie denn? Alberta ist im Jenseits. Dort kann ich schlecht hin. Doch, Dafür müsste ich ja tot sein. eben. Das trifft sich aber schlecht. Ich glaube nämlich nicht an ein Leben nach dem Tod. Marvin wird bestimmt sehr zugänglich sein für eine theologische Diskussion. Du meinst, Marvin wird mich töten? Müssen, so steht es in den Schriften. Am besten bringst du dich selber um, dann machst du es deinem Freund nicht so schwer. Endlich geht's ab hier. Das ist doch krank. Beleidige unsere Regeln nicht. Von jeder Regel gibt es immer eine Ausnahme. Finde den Mörder von Alberta und töte ihn. Dann muss er die Verlobung im Jenseits verkünden. Ist das die Ausnahme? Und wo soll ich den Mörder suchen? Wo? Ja, wo? Es war bestimmt einer der Drachisten, die außerhalb des Dorfes leben müssen. Die haben nicht von dem Kraut geraucht, Und warum leben die außerhalb des Dorfes? weil sie sehr fromm sind und dem Schöpfer in der Einsamkeit näher sein wollen. Schade. Und ich dachte schon, weil sie gewalttätige, blutrünstige Soziopathen sind. Ja, das auch. Die werden mich abmurksen. Fang an bei Muntoto. Alberta und er hatten Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Anwendung von Regel 98. Welche ist das? Die richtige Art, einen Apfel zu schälen? Fast. Die richtige Art, jemanden auszuweiden, der Gotteslästerung betrieben hat.
Herbert. Ich bin etwas früh, aber ich war noch nicht bei meiner Mutter. Ich wollte sie nicht wecken. Lass dir nichts anmerken. Ja, hallo Marvin. Freust du dich denn gar nicht, mich wiederzusehen? Doch. Was macht die Gartenarbeit in Schweinsfuhl? Ich freue mich schon auf die ersten selbst angebauten Wunderwurzel. Herbert, was ist hier los? Nichts. Alles in Ordnung. Ich freue mich einfach auf die Wunderwurzel. Na gut, dann werde ich mal meine Mutter besuchen. Ja. Nein. Mach das doch heute Abend. Warum sollte ich? Weil es besser so ist. Was ist denn das für einer? Ich bin der Schamane. Schamane? Ja, meine Mutter ist doch hier die Priesterin. Wozu braucht's noch einen Schaman? Marvin, willst du nicht ins Dorfcafé gehen und von dem Blechkuchen essen? Schamane. So was bekommst du in Schweinsfuhl nicht? Ist das überhaupt eine geschützte Berufsbezeichnung? Marvin. Gibt's da ein eidgenössisches Zertifikat? Ist doch egal jetzt. Oder macht man da einfach einen Kurs an der Volkshochschule? Oh Mann. Ja, ich heiße jetzt auch Schamane. Geh jetzt. Schamawin geht hier schon. Marvin war ich fürs Erste losgeworden und mit ihm die Gefahr gerupft zu werden wie eine Weihnachtsgans. Damit mir mein prächtiges Federkleid erhalten blieb, gab es nur eine Möglichkeit: den Mörder von Alberta finden. Schaman Holmes und Dr. Vaucasson. Es galt, Mundtoto zu vernehmen. Hast du eine Ahnung, wer das Verbrechen begangen haben könnte? Das muss irgendjemand aus dem Dorf gewesen sein. Da bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, du hättest sie getötet, wegen Regel 98. Wir hatten Streit, aber nicht wegen Regel 98. Sondern? Wegen Gilberto. Ich habe ihr gesagt, dass er kein Drachist werden kann. Weil er ein Vogel ist. Weil er keine Seele hat. Vögel sind seelenlose Wesen. Herr Herbert, willst du ihm nicht die Fresse polieren deswegen? Ganz ruhig. Mag sein, dass Vögel keine Seele haben, das weiß ich nicht. Mon Dieu. Was ich aber weiß ist, dass Gilberto wenigstens nicht so ein hirnloser Fanatiker ist wie du. Und Alberta hat das auch gesagt. Dann bist du wütend geworden und dann hast du sie umgebracht. Nein. Kann das jemand bezeugen? Gott ist mein Zeuge, denn an dem Tag war Drachat. Das Arbeiten verboten und Töten ist auch Arbeit, also habe ich nicht getötet. Geht das in dein Entenhirn rein? Hey. Heute hingegen, heute kann ich dich ganz einfach killen. Sackgesicht, keine Drohung, ja? Und? Ach, der Herr Shawarma. Mundtoto war es nicht. Der lügt. Gott ist sein Zeuge, sagt er. Du musst mit ihm kämpfen, sonst wirst du nie die Wahrheit erfahren. Ich habe ihn beleidigt. Als Drachist darf er mich nicht mehr schlagen. Mist, da müssen wir zu Marla. Hatte der auch eine Meinungsverschiedenheit mit Madame Alberta? Herbert. Nein! Herbert, ich habe meine Mutter gesucht, konnte sie aber nirgends finden. Hast du ihr denn auch die Verlobung verkündet? Nein. Wie hat sie reagiert? Also... Hallo. Was ist denn das für ein Vogel? Herr Marvin, da sind Sie ja endlich. Ich bin Gilberto, Drachistenlehrling. Weil Ihre Mama ja jetzt tot ist, wollte ich fragen, ob ich bei Ihnen meine Ausbildung fortsetzen kann. Nein! Ich bin ein gehorsamer und gewissenhafter Lehrling. 112 Prüfungen habe ich schon. Herbert, Ja? stimmt das, was er sagt? Mit den 112 Prüfungen? Also ich war nicht dabei, aber er wirkt so, als ob er... Mit meiner Mutter. Ach so, ja, mit deiner Mutter, da hat er die Ausbildung begonnen, ja? Herbert, meine Mutter ist tot. Ja. Du konntest ihr die Verlobung nicht mehr mitteilen. Bei der Zwischenprüfung war ich zweitbester. Okay, von insgesamt 2 Leuten. Das ist doch kein Grund zu weinen. Marvin, du kannst mich jetzt töten. Ich werde dir nicht böse sein.
Das wäre auch schwierig, ich bin ja dann tot. Hör auf, so einen Müll zu reden. Nein, Nimm mich lieber mal in den Arm. Ich will nicht, dass du meinetwegen die Regeln verletzt. Welche Regeln? Na, die Regel, dass das Verlobungsritual im Jenseits ausgeführt werden muss, wenn es im Diesseits nicht mehr möglich ist. Diese Regel gibt es nicht. Egal, ich hab's verkackt und Marvin muss mich töten. Nein, ich kenne alle Regeln auswendig. Ich war Zweitbester. Er muss mich töten. Nein, muss er nicht. Doch. Nein. Doch. Ruhe! Ich habe ihre Mutter über die Maßen geschätzt. Sie hat als einzige einen Vogel als Lehrling aufgenommen. Und der Schamane hat sie dafür am schlimmsten beschimpft. Was sagst du da? Alberta war eine Drachistin von Format. Nein, das mit dem Schaman. Er hat sie gehasst. Würde mich nicht wundern, wenn er Alberta getötet hat. Nein, es war doch einer der Drachisten außerhalb des Dorfes. Und wer sagt das? Na, der Schamane. Merkst du was? Hä? Der Schamane hat dich extra zu denen geschickt, damit du schnell getötet wirst und der wahre Mörder nie gefunden wird. Er selber. Wo ist der eigentlich hin, der Schamane? Eben war er noch da. Ja, der kann ja nicht einfach so verschwinden. Als Schamane schon. Ich weiß, wo er ist. Mir nach. Warte, Marvin. Lass dich mal in den Arm nehmen. Auf der Jagd nach dem Schamanen durchstreiften wir Wälder, überquerten Gebirge, liefen über Hochebenen. Schließlich erreichten wir eine Wüstenlandschaft. Hier gab es nichts außer Steine, Sand und Kies. Der Rest war Geröll. Geben Sie mir die 113. Prüfung, Herr Marvin? Klar, hier ist sie. Halt die Klappe, bis ich was sage. Ist gut. Marvin stapfte einige Meter hinter uns her. Ich vorneweg mit Gilberto, der uns führte. Woher weißt du überhaupt, in welche Richtung wir gehen müssen? Immer der Nase nach. Du riechst ihn. Ich rieche das Kraut. Okay. Und du, Herbert? Was machst du so im Leben? Ich bin... weiß ich nicht so genau. Doch! Ich werde demnächst Papa. Ist das ein Beruf, demnächst Papa zu werden? Nein, nicht wirklich. Was machst du denn sonst? Mein Vater war Herzog von Bocasson. Ich werde ihm bald helfen, sein Herzogtum zurückzuerlangen. Mit deiner Hilfe schafft er das nie. Freut er sich, Großvater zu werden? Ja, gerade ist er bei meiner Braut und bei meiner Mutter. Und alle verstehen sich gut. Sekunde. Marvin hat angehalten. Schaut so aus, als hätte er was entdeckt. Hey, Marvin! Psst, sonst wird er zornig. Oh. Ich glaube, wir sollten nach ihm schauen. Meine Mutter wird nie erfahren, dass ich geheiratet habe und mal selbst ein Kind haben werde. Und was jetzt? Keine Ahnung. Hey, Herr Marvin? Ja. Ich war dabei, als ein Kräuterhändler aus Schweinsfuhl durchkam. Vor ein paar Tagen. Er hatte allen von dem Verlobungstongdeum eines Drachistenkriegers namens Marvin erzählt. Frau Alberta hat es erfahren und sie war sehr stolz. Wirklich? Oh, da scheint jemand vor nicht allzu langer Zeit Feuer gemacht zu haben. Die Asche ist fast noch warm. Und? Wie lange ist es her, dass er hier war? Naja, dieses Feuer ist über 36 Stunden alt. Wir fallen zurück. Na, vielleicht schleppt er ja verbranntes Holz mit und legt es anstelle seines wirklichen Lagers aus, um uns zu entmutigen. Herbert. Oder damit wir nicht auf der Hut sind. Psst. Was ist das? Seht den Totenmörder! Nicht wieder Gestalt an! Das sind Luftdämonen. Ich sehe nichts. Marvin, die sind überall! Kommt hinter mich. Ich mache ein Tongdeum. Warte, Marvin, es könnte sein, dass... Das was? Dass das nur ein Lockmittel war, damit du dein Tongdeum spuckst. Du meinst, das war eine Falle? Klug, erkannt! Vor uns stand plötzlich eine riesige Monsterechse. Auf ihrem Rücken saß der Schamane. Und in ihrem Mundwinkel hatte sie... Eine Tüte. Komm, mein Kumpel.
Die Monsterechse wirkte aber gar nicht wie Kombla Kombla. Da half nur eins. Gilberto, gib mir deine Hand. Klar, Bruder, lass uns diesen schönen Moment teilen. Möge ein Held von einst auferstehen und mich rächen. Die Echse war tot. Das absolut Böse verwandelte sich in Herbert zurück, also in mich. Und der Schamane? Der kam unter dem Schwanz der Eidechse hervorgekrochen. Ich kann das alles erklären. Echt. Komm mal mit. Marvin verschwand mit dem Schamanen hinter ein paar Felsen. Gilberto, mal ehrlich. Es ist niemand aus Schweinsfühl ins Dorf gekommen, um von Marvins Verlobung zu erzählen, stimmt's? Du bist ein guter Junge. Am nächsten Tag machten wir uns auf den Heimweg. Aber Marvin trauerte immer noch um seine Mutter. War es dir ein Trost, den Schamanen so langsam zu töten? Nein, Wir könnten zurück und alle aus deinem Dorf töten. nein. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun kann? Beschleunige die Zeit, wenn das geht. Der Schmerz könnte sehr lange währen. Herr Marvin? Hab ich die 113. Prüfung bestanden? Nein, du hast laut geredet. Ach so. Siehst du diesen großen Stein davon? Ja? Tauche diesen Stein in den Bach und bring ihn zurück. Den Bach etwa 200 Kilometer von hier? Ja. Ist gut. Der Junge schien seine Bestimmung gefunden zu haben. Als Drachist oder als Kiffer, wer weiß. Aber Marvin und ich, wir hatten unsere Bestimmung auf jeden Fall gefunden. Denn bald würden wir Väter werden. Von kleinen roten Drachen und kleinen, herzigen, fälligen Entenköken. Und vielleicht schafften wir es ja doch noch, den Donjon zurückzuerobern. Dann könnten wir alle darin wohnen. Isis, ich und unser Baby, Marvin, Prisunde und ihr Baby, der Wärter und Alkibiades, Nobel, Zongo und Hans. Als eine große Familie. In einer mächtigen Festung mit 4 schwarzen Türmen und unzähligen Kerkern und Kinderzimmern. Das soll ein Cliffhanger sein? So will doch niemand weiterhören. Du musst die Leute packen, Herbert, mitreißen. Warum verrätst du nicht, dass du in der nächsten Folge was ganz Schlimmes machst? Er begeht einen absoluten Tabubruch. Er entführt sein eigenes... Schnauze, Wolfram, pass auf, ich habe 3 Fragen an dich. Bevor du gleich erzählst, das wäre Frage 3, so ein bisschen die Geschichte noch einordnen, wo geht's hin und wo kommt sie her und warum spielt das Ganze eigentlich nicht im Donjon? Die Frage 2 wäre, woher kommt diese geile Titelmusik? Gibt es da irgendeine Vorlage? Und das erste, das ist so exemplarisch in der Folge, weißt du, dass sie da gesteinigt werden mit Kieselsteinchen. Und dann aber nachher gibt's das große Gemetzel und dann hast du noch das Kiffen mit drin, also dieses, man denkt ja eigentlich eher, wenn man so Monster hört und so House of Dragon mäßig oder an so eine Fantasy-Welt, aber die irgendwie so im Mittelalterlichen verankert ist. Aber es gibt ja ganz viele Sachen da drin, die so aus der heutigen Zeit, es gibt ja bei euch auch immer wieder Awareness-Diskussionen und sowas. Ist das alles in den Comics drin? Das wäre Frage 1. Ist tatsächlich nicht alles in dem Comic drin. Ist ja eh schon eine gewisse Schwierigkeit, Comics als Hörspiel umzusetzen. Also was eben nicht mehr zu beweisen wäre. Ich jetzt nicht mehr, aber gut. Ich mache die Bearbeitung immer mit meinem Kollegen Johannes Meyer. Wenn man so ganz grob sagt, kann man ja schon sagen, dass ein Comic ist ja eher stumm und das Hörspiel blind. Also es ist eigentlich schon sehr weit auseinander eigentlich. Und gerade ist der Comic,
Also mir macht das allein schon Spaß, wenn ich halt sehe, wie Herbert gezeichnet ist. Oder auch der Gilberto, dieser kiffende Vogel, der sieht einfach wirklich extrem lustig aus. Und das können wir natürlich nicht 1:1 machen im Hörspiel. Also da ist schon viel Arbeit drin in der Bearbeitung. Schaffen wir es da, Geschichten ins Hörspiel zu bringen? Wir haben auch meistens nur ein Drittel von einem Comic dann in der fertigen Folge drin. Also die Comics sind ungefähr wie so Asterix, kann man sich so vorstellen von der Dicke. Spirou, so diese Bände. Und es ist trotzdem passiert, da so viel, wir schaffen ein Drittel bis eine Hälfte reinzubekommen. Und weil wir so viel Übersetzungsleistung machen, bringen wir dann schon oft. Ja. Man muss dann Sachen dazu erfinden oder anderes erzählen, deswegen sind auch oft dann noch Witze und so Kleinigkeiten. Die kommen auch schon von euch, okay. Ja. Also zum Beispiel der Gilberto, der kifft schon noch in der Vorlage, aber da gibt es noch jetzt ein paar Kifferwitze, die von uns sind. Zum Beispiel ist auch in der Folge, der Herbert träumt ja dann auch vom Wärter und von Isis. Das ist meiner Meinung nach nicht im Original drin, das haben wir dazu gemacht. Aber ich krieg's dann manchmal auch nicht mehr ganz auseinander, weil wenn man dann so in der Welt drin steckt, dass man manchmal nicht mehr ganz weiß, was war schon da und was haben wir hinzugefügt. Ja, Wärter ist auch ein großer schwarzer Vogel. Jetzt fällt mir gerade auf, dass die Welt ganz schön von Vögeln bevölkert ist. War mir gar also nicht ist so klein, aber ist ein schwarzer Vogel, ja. Aha, ein kleiner schwarzer Vogel, genau. Entschuldige. Ja, in meiner Fantasie ist er groß und schwarz. Das macht natürlich auch das Sounddesign klar, also dass du einfach so viel Geräuschhaft und Musikalisches hast, geht ja auch immer was durch. Aber es hängt dann auch wahnsinnig an der Besetzung, oder? Dass das so plastisch, comichaft mäßig wird. Total, das war auch gerade was, als wir die erste Staffel Donjon gemacht haben, wo wir wirklich viel gesucht und viel überlegt haben. Die Lösung, die wir dann gefunden haben, ist jetzt vielleicht naheliegend, aber halt auch schon gut. Es sind halt fast alles sehr gestandene Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen. Also zum Beispiel den Herbert, das ist Hans-Georg Panczak. Ganz toller Sprecher, der ist die deutsche Stimme von Luke Skywalker aus Star Wars. Ich bringe ja den Running Gag, dass ich sage, bald muss er damit werben gehen auf seiner Homepage, die Stimme von Herbert der Ente und nicht mehr für Luke Skywalker, weil er hier wesentlich mehr Text hat. Der macht das großartig, der hat auch so ein Timing, das finde ich wirklich, ja. Ja, also da wirklich beim Donjon steht und fällt wirklich extrem viel mit ihm. Und es geht noch in alle Rollen weiter. Wir hatten da Wolfgang Pampel, der hat Harrison Ford synchronisiert auf Deutsch, also Indiana Jones, Han Solo aus Star Wars. Wir haben die Stimme von Krusty, dem Clown aus Simpsons, und Bender, dem Roboter aus Futurama. Patrick aus SpongeBob. So voll aus welcher Generation ihr, Fernsehgeneration ihr seid, ja. Dann den Seestern Patrick aus SpongeBob haben wir da als Stimme. Also so, das macht extrem viel. Die schaffen es. Dann eben genau Zeichentrick. Man hört jetzt von viele Zeichentrickfilme, das ja auch so. Jetzt ein SpongeBob Patrick, dieser Seestern, man weiß auch sehr schnell, was das für eine Figur ist, wie beim Comic auf den ersten Blick, und die könnte es dann einfach auch mit der Stimme schnell transportieren. Ja, jetzt lese ich halt bei der Folge noch Namen wie Julian Greis, Michael von Bock oder Fabian Demmich. Das sind halt in erster Linie für mich zumindest gestandene und sehr versierte Theaterschauspieler. Das auch, genau. Das ist eine Mischung. Ja. Das ist eine Mischung. Ja. Aber eben, es ist nicht einfach. Ich meine, man kann ja deinem Text immer mal wieder sagen, ich bin eine Ente und wir sind alles andere Drachen. Aber man sieht es ja nicht direkt. Ich finde, das macht jetzt zum Beispiel der Panczak schon noch toll, dass man bloß was leicht Quakiges, Entenhaftes da mit flattern hört, wenn er da erzählt. Ja, das ist diese feinen Nuancen zwischen Zynismus, Sarkasmus, Ironie, das hinzubekommen. Dann gibt es immer wieder diese Anflüge von so Sinnlos-Debatten quasi im Lorioschen Manier. Also hat wirklich sehr viel Komik. Ich freue mich jedes Mal. Ich empfehle euch, sehr viel weiterzuhören. Jetzt meine Frage 2. Die Titelmusik. Ja. Die hat Karl Atteln komponiert. Der hat bei den ersten 2 Staffeln die Musik gemacht. Bei der 3. ist auch viel von ihm zu hören. Hat dann noch der Uli Passange übernommen, den ja vom Radiotatort kennt, Maringer Trilogie. Auch viel, macht ganz viel Hörspielmusik. Also ich finde, der macht das einfach wahnsinnig gut. Der hat da so leitmotivisch gearbeitet. Es gibt eben dieses Donjon-Leitmotiv, das hört man dann auch immer mal wieder. Dann nochmal als traurige Variante oder als melancholische. Dann gibt es sie noch in lustig. Einzelne Figuren. Es gibt eine ganz tolle Figur, die jetzt hier nicht vorkommt. Guillaume de la Cour, das ist ein Anwalt. Der hat wirklich eine ganz tolle Melodie. Ja, der kannte das so. Und ihr habt ja bei dieser Serie auch mit etwas gearbeitet oder arbeiten lassen, was uns ja sonst immer unterstellt wird, aber dann ist es ganz viel Arbeit aus der Geräuschdatenbank, aber ihr habt wirklich mit Foley Artists gearbeitet. Genau, Geräuschmacher wirklich bei allen 3 Staffeln. Hat immer Uli oder dann Karl quasi da gemacht und zum Teil noch aus Archiven. Das heißt, Johannes und du, ihr wart nicht live dabei? Nein. Okay, das wurde eingekauft. Nein, aber das
hilft dem Ganzen auch extrem. Man muss sich alleine vorstellen, bei dem Marvin, wenn man jetzt mit dem Comic sieht, der ist fast nackt, hat so einen kleinen Lendenschutz, dieser rote Drache, aber hat zum Beispiel eine Kette aus Knochen von besiegten Gegnern und dann rütteln da die Schwerter, die Keule noch rum und Schwerter und das macht natürlich wahnsinnig was aus, macht es körperlich und lebendig, wenn das wirklich ein Geräuschmacher illustriert, muss man schon sagen. Ja. Absolut. Und es gibt so viele verschiedene Schauplätze. Ihr habt es ja schon gehört, es wird noch in der Totenstadt spielen. Es wird in der Steppe spielen, wo man auf Yaks reitet und sowas. Das braucht ja dann auch immer ganz viel. Es ist ja nicht immer nur die Höhle oder die Burg, das Verlies, wo es tropft, sondern es hat wirklich so viele unterschiedliche Schauplätze. Ja. Dann dritte Frage. Sag mir doch noch mal ganz kurz, warum spielt das nicht im Donjon? Ist ja nicht nur diese Folge. Nee, das erfährt man in den ersten beiden Staffeln. Es geht ja damit los, dass Herbert als ganz normaler Hausmeister arbeitet im Dorf. Gehilfe, oder sogar? Hausmeister-Gehilfe sogar nur wirklich. Muss dann einen Job erledigen, macht es auf seine Art mit gleich katastrophalen Folgen. Bekommt er den Schicksalsgürtel und das Schicksalsschwert und wird dann quasi von Marvin ausgebildet, dann richtiger Kämpferheld zu werden. Passiert aber dann in ganz vielen Folgen, dass es quasi ein Problem gibt. Herbert versucht eine Lösung vorzuschlagen, dann durchzuführen und meistens wird es danach zwar das Problem gelöst, aber es gibt noch ein viel Größeres in der Folge. Und das geht dann so weit im Laufe der ersten beiden Staffel, dass alle aus dem Donjon vertrieben werden, weil der Donjon eben von besagtem Anwalt Guillaume de la Cour erworben wird, gekauft wird. Und jetzt in der dritten Staffel geht es eben darum, den Donjon zurückzugewinnen. Und man hört aber auch schon, jetzt Marvin, er hat geheiratet, Herbert hat dann eben auch geheiratet, bekommt auch ein Kind in der dritten Staffel. Da geht es noch so ein bisschen um die Figuren und um ihre persönlichen Entwicklungen. Ja, das ist schön. Und du hast es jetzt schon anklingen lassen, neben dieser ganzen brachialen Monster, wer tötet wen zuerst Welt, gibt es halt auch den ganzen bürokratischen Staat, da so alles voll mit Technokraten. Und wenn die aufeinandertreffen, das hat auch eine ganz große Urkomik. Sag uns doch noch. Das ist tatsächlich dieser Guillaume de la Cour als Anwalt. Das ist eigentlich eine der wirklich quasi die mächtigste Figur in dieser ganzen Welt, weil er eben genau diese ganzen bürokratischen Regeln, die tatsächlich auch diese irre Fantasy-Welt, wo jeder jeden fressen darf, dann eben doch bestimmen. Da gibt es einen ganz, ganz starken Widerstand, der einfach extrem lustig ist. Ja. Hey, meine Empfehlung ist wirklich, pausiert hier und fangt bei Folge 1 an, weil ihr dann diese ganze Donjon-Kleinfamilie, die eben mit Herbert und Marvin und dem Besitzer des Donjons sich anfängt aufzubauen, die sich dann so nach und nach öffnet und immer mehr Figuren reinlässt, bis ihr dann hier angekommen seid. Und dann gibt es ja noch welche danach. Das stimmt. Jetzt haben wir es so schön beworben, ne? Es klingt so ein bisschen inzestuös oder insiderisch, aber ich kann das nur noch mal sagen, ich finde das großartig. Ich freue mich, dass wir so eine Farbe im Hörspiel haben. Ich habe das auch nirgendwo sonst so gefunden und es ist einfach sehr komisch. Also, genießt es. Genau, jetzt im Hörspiel-Podcast und wir setzen einen Link unter sf.ch/donjon. Gibt auch alle Folgen und auch schöne Bilder, wenn man die Figuren anschauen möchte. Gut, der Krimi jetzt um Marvins tote Mutter ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber das ist ja, haben wir festgestellt, das ist nicht der erste Krimi hier im Podcast, wo das so ist, wo der Weg wichtiger ist oder das Milieu. Der Weg und die Welt, genau. Ja, genau. Ist dann eigentlich fast wichtiger als wer nun genau wen umgebracht hat. Aber, also ich finde es trotzdem auch als Krimi, ich finde es schon noch ganz hübsch, dass der den Auftrag erteilt, der Mörder ist. Mit dem Schaman, das finde ich jetzt schon noch nett. Ja, ich finde das auch in so kürzester Zeit, also du hast da Marvins Mutter, die da irgendwie als Eremitin lebt und ausbildet. Dann gibt es den Schamanen, wo du irgendwie denkst, das ist so das fahrende Volk oder die Reiterhorde, die da aber im selben Geiste durchs Land zieht. Und dann hast du noch dieses orthodoxe, festgesessene Dorf, dass das innerhalb von so kürzester Zeit so aufgeblättert wird. Das ist schön, ja. Und eben genau die Figur mit dem Gilberto, den ich wirklich sehr mag, den kiffenden Novizen da. Den kriegt man ja auch noch neu dazu. Der kommt zum Glück nochmal. Der kommt noch ein paar Mal, genau. Und dem Marvin, der als typischer Marvin da mit einer ganz anderen Erwartung in die Situation reinkommt, in die man nicht sagen darf, was passiert. Ich finde es hübsch, was da alles passiert in einer halben Stunde. Gut, nächste Woche geht es im Krimi wieder in eine ganz andere Welt, in die Schweiz der 60er Jahre, mit einem wirklich Klassiker der Schweizer Kriminalliteratur. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF.
Produziert im Auftrag der SRG.